Man sagt, Freundlichkeit kostet nichts, doch für Amina Diallo kostet sie alles, oder so dachte sie zumindest. Es war eine ruhige Nacht in Zürich, als die alleinerziehende Mutter gegen die Regeln verstieß, um einen verspäteten Gast mit Baseballkappe zu bedienen. Sie wusste nicht, dass es Roger Federer war. Sie wusste nicht, dass sie beobachtet wurde. Sie wusste nicht, dass ihre Entlassung am nächsten Morgen das Beste sein würde, was ihr je passieren konnte. Manchmal werden die grössten Träume wahr, wenn man sie am wenigsten erwartet. Manchmal ist eine Kündigung nicht das Ende deiner Geschichte, sondern erst der Anfang. Dies ist die Geschichte, wie eine Kellnerin Freundlichkeit über Regeln stellte und wie diese Entscheidung nicht nur ihr Leben, sondern eine ganze Gemeinschaft verändert. Amina Diallo spürte ihre schmerzenden Füße, als sie Zuckerspender im Café Lindenhof auffüllt. Die Uhr an der Wand zeigte 23 Uhr und 45 Minuten, nur 15 Minuten bis zur Schliessung. Ihre Muskeln flatterten nach Ruhe nach 10 Stunden zwischen den Tischen, doch sie dürfte nicht aufgeben. Nicht, wenn ihre Tochter Laila auf sie zählte. »Mama, kann ich bitte im Sommer ins Tenniscamp?« hatte Laila morgens gefragt, ihre grossen braunen Augen voller Hoffnung. Der Trainer sagt, ich bin echt gut, der Gedanke an das strahlende Gesicht ihrer 8-Jährigen gab Amina die Kraft, weiterzumachen. Das Tenniscamp kostete 500 Franken, 2 weitere Wochen Doppelschichten. Doch Lailas Begeisterung für Tennis, inspiriert von ihrem Idol Roger Federer, war es wert. Das Klingeln der Türglocke riss Amina aus ihren Gedanken. Sie dreht sich um, wollte dem Gast sagen, dass sie bald schliessen, doch die Worte blieben ihr im Hals stecken. Ein grosser Mann mit Baseballkappe und dunkler Jacke stand im Eingang, leicht gebeugt, um durch die Tür zu passen. Selbst so überragte er die meisten mindestens 1,90 Meter. Ihr Chef Lukas hat strikte Regeln. Keine Gäste nach 23 Uhr und 30 Minuten. Die Küche schliesst früh, keine Ausnahmen, sagt er immer. Doch etwas in den müden Augen des Mannes ließ Amina zögern. Er sah aus, als hätte auch er einen langen Tag hinter sich. »Kommen Sie rein«, rief sie und griff nach einer Speisekarte. »Bestellen Sie schnell, die Küche schliesst gleich.« Der Mann lächelte und Wärme blitzte in seinen Augen auf. »Danke«, sagte er mit tiefer, sanfter Stimme. »Ich brauche nur einen ruhigen Ort zum Essen und Nachdenken.« Amina führte ihn zu einer Ecke weit weg von den Fenstern. Er hielt den Kopf gesenkt, als wolle er nicht auffallen. Vielleicht ein Tennisspieler, dachte sie in Zürich so viele Athleten, besonders während der Turniersaison. »Was darf ich Ihnen bringen?« fragt sie, Notizblock in der Hand. »Kaffee, schwarz«, antwortete er. »Und was empfehlen Sie zum Essen? Unsere Rösti mit Käse sind ziemlich bekannt«, sagt Amina. »Meine Tochter sagt, sie sind die Besten in Zürich, aber sie ist vielleicht voreingenommen, weil ihre Mama sie macht.« Der Mann lacht, ein warmes, vertrautes Geräusch, das Amina nicht einordnen konnte. »Klingt perfekt.« »Haben Sie Kinder?« »Nur eins, Laila.« »Sie ist 8 und schon grösser als die Hälfte ihrer Klasse«, sagt Amina stolz. Sie ist verrückt nach Tennis, will eines Tages wie Roger Federer spielen. »Gute Träume«, sagte der Mann, und als er nickt, verrutscht seine Kappe leicht. Im Neonlicht erkannte Amina sein Gesicht, ihr Herz setzt einen Schlag aus. Doch sie tat so, als hätte sie nichts bemerkt. »Ich gebe die Bestellung auf«, sagt sie ruhig und ging zur Küche. Durchs Fenster sah sie Hans, den Koch, schon beim Aufräumen. Letzte Bestellung von der Nacht, Hans' besonderer Gast, Hans murrte, aber schaltete die Pfanne wieder an.
In all ihren Jahren im Café hat er nie einen Gast abgelehnt, für den sie sich verbürgt. Während das Essen zubereitet wurde, wischte Amina Tisch ab und zählte ihr Trinkgeld, 83 Franken heute Nacht direkt in den Tenniscampfonds, zusammen mit den Extras von ihrer Morgenschicht im Bioladen. Der Mann sass still, blickt auf die leere Strasse und nippt an seinem Kaffee. Trotz seiner Grösse hat er eine sanfte Ausstrahlung, die Amina beruhigt. Sie hat viele berühmte Gäste bedient, manche arrogant, doch der war anders. Als das Essen fertig war, brachte sie es mit extra Servietten und einer Flasche Chilisauce. Hier sind die besten Rösti in Zürich, danke Amina, sagte er ihren Namensanhänger lesend. Sie hätte mich so spät nicht bedienen müssen, sie zuckt die Schulter. Jeder verdient eine gute Mahlzeit und einen Moment Frieden, egal zu welcher Uhrzeit. Das hat mir meine Mama beigebracht, er nickte nachdenklich. Ihre Mama hat sie gut erzogen. Und ihre Tochter hat Glück, sie zu haben, ich bin die Glückliche, sagt Amina ehrlich. Leila hält mich am Laufen an Nächten wie der. Während sie weiterarbeitete, warf sie einen Blick auf die Sicherheitskamera. Lukas überprüfte die Bänder jeden Morgen, aber vielleicht übersah er den Zeitstempel. Und selbst wenn nicht, konnte sie ihre Entscheidung nicht bereuen. Der Mann als leise, gelegentlich mit geniesserischen Lauten, die Amina zum Lächeln brachte. Als er fertig war, winkte er sie heran. Ihre Tochter hat recht beste Rösti, die ich je hat, er zog sie Portemonnaie heraus. Amina wollte den Betrag nennen, doch er legte schon mehrere Scheine auf den Tisch. Behalten Sie den Rest. Und danke für die Freundlichkeit, das bedeutet mehr, als Sie wissen, erst als er ging, zählte Amina das Trinkgeld, 500 Frankenschein. Genug für Leilas Tenniscamp. Als sie um 0 Uhr und 30 Minuten abschloss, fühlt sie sich trotz der Erschöpfung leichter. Manchmal lohnt es sich, Regeln zu brechen, wenn das Herz es ihnen sagt. Was sie nicht wusste, ihre Freundlichkeit war nicht unbemerkt geblieben. Und morgen würde diese einfache Entscheidung ihr Leben für immer verändern. Draussen fuhr ein schwarzer SUV vom Bordstein weg, die Rücklichter verschwanden in der Nacht. Drinnen lächelte Roger Federer und plante bereits seinen nächsten Schritt. Der nächste Morgen kam zu schnell. Aminas Wecker summte um 6 Uhr und sie stöhnte, ihre Füße schmerzten noch von der Nachtschicht. Doch die Erinnerung an das 500 Franken Trinkgeld zaubert ein Lächeln auf ihr Gesicht. Leila, Frühstück, Liebling, rief sie durch ihre kleine Wohnung. Ihre Tochter erschien, schon in ihrer Tenniskleidung, einen imaginären Ball dribbelnd. Mama, rate mal. Trainer sagt, ich könnte Teamkapitänin werden, Amina zog Leila in eine feste Umarmung. Das ist toll. Und weisst du was? Ich glaube, das Tenniscamp im Sommer klappt doch, Leilas Augen leuchteten. Echt? Aber gestern hast du gesagt, sagen wir, ein netter Gast hat gestern ein grosszügiges Trinkgeld dagelassen, erklärte Amina und begann, Pfannkuchen zu machen mit Schokostreuseln in Tennisballform. Manchmal passieren gute Dinge, wenn man sie am wenigsten erwartet. Der Morgen verflog und bald setzte Amina Leila an der Schule ab, bevor sie zur Tagschicht ins Café fuhr. Doch kaum war sie durch die Tür, hört sie Lukas' kalte Stimme im Büro, jetzt, ihr Chef stand mit verschränkten Armen an seinem Schreibtisch, das Überwachungsvideo von letzter Nacht lief auf seinem Computer. Der Zeitstempel zeigte 23 Uhr und 47 Minuten. Willst du das erklären? Fragte er und deutete auf den Bildschirm, wo Amina den grossen Gast bediente.
Du kennst die Regel, keine Gäste nach 23:30. Lukas, er brauchte nur eine Mahlzeit, es hat niemandem geschadet, verteidigt sie sich. Regeln sind Regeln, Amina. Was, wenn er ein Dieb gewesen wäre? Die Versicherung deckt nichts nach Schliessung, aber es ist nichts passiert. Er war hungrig und nichts unterbrach Lukas hart. Ich habe dich gewarnt, Ausnahmen machen, länger bleiben, Essen verschenken. Gib mir deine Schürze und dein Namensschild. Du bist geführt. Aminas Hände zitterten, als sie ihr Namensschild abnahm. 8 Jahre Arbeit einfach so vorbei. Das Tenniscamp-Geld musste jetzt für Miete und Lebensmittel herhalten. Als sie zu ihrem Auto ging, summte ihr Handy unbekannte Nummer. Hallo, meldet sie sich, ihre Stimme unsicher. Ist das Amina Diallo? Fragt eine professionelle Frauenstimme. Ja, wer ist das? Ich rufe im Namen von Herrn Roger Federer an. Er möchte Sie heute Morgen in seinem Büro in Basel treffen. Sind Sie verfügbar? Amina ließ fast ihr Handy fallen. Sie sah zurück zum Café, wo Lukas misstrauisch durchs Fenster starrte. Ich glaube, jetzt bin ich es, sagt sie, ihr Herz raschte. Darf ich fragen, worum es geht? Herr Federer erklärt Ihnen alles persönlich. Können Sie in 30 Minuten hier sein? Amina dachte an Lailas Tennistraum, an die Freundlichkeit in den Augen des Gastes letzte Nacht, an Lukas' höhnische Unglauben. Ja, sagt sie entschlossen. Ich bin da, als sie Richtung Basel fuhr, fragt sie sich, ob das ein Fehler war. Doch tief im Herzen wusste sie, das war anders. Der Gast letzte Nacht war kein Fremder gewesen, er hat sie beobachtet, getestet. Aber warum? In Roger Federers Büro in Basel überprüfte er zufrieden Aminas Hintergrund. 8 Jahre im selben Café, ein Zweitjob für ihre Tochter, ehrenamtliche Arbeit im Gemeindezentrum, perfekt. Schicken Sie sie hoch, sobald sie da ist, sagte er zu seiner Assistentin. Und rufen Sie den Stiftungsvorstand an, ich glaube, wir haben unsere Person gefunden. Amina saß in ihrem alten VW Golf und starrte auf das moderne Federer-Bürogebäude. Ihre Hände umklammerten das Lenkrad so fest, dass die Knöchel weiss hervortraten. Der Morgen fühlt sich wie ein Albtraum an, geführt ein mysteriöser Anruf und jetzt das. Ihr Handy summt mit einer Nachricht von ihrer Kollegin Sarah: Mädchen, wir haben mit Lukas geredet, er hört nicht zu. Wir werden dich so vermissen, Tränen steigen ihr in die Augen. 8 Jahre Freundschaften, Stammgäste wie Familie, alles weg, nur weil sie geholfen hat. Sie dachte an Frau Meier, die jeden Dienstag Kaffee trank und plauderte, und an den kleinen Tim vom Obdachlosenheim, dem sie heimlich extra Pfannkuchen zugesteckt hat. Reiss dich zusammen, flüstert sie sich selbst zu und wischt die Tränen weg. Leila braucht dich stark. Stark für Leila, sie musste ihrer Tochter noch beibringen, dass das Tenniscamp nicht klappen würde. Die 500 Franken waren jetzt für die Miete nötig, da sie ihren Job verloren hat. Tief durchatmend prüfte Amina ihr Spiegelbild. Ihre Kellnerinnenuniform trug sie noch keine Zeit zum Umziehen nach der Kündigung. Wenigstens war sie sauber und ordentlich. Ihre Mutter hat immer gesagt, trag dich mit Würde, egal was kommt. Der Empfang des Gebäudes war aus Marmor und Glas. Amina fühlt sich in ihrer blauen Uniform fehl am Platz. Der Sicherheitsmann sah auf. Ich bin Amina Diallo. Ich habe einen Termin mit. Herrn Federer, der Mannsaussdruck wechselte von gelangweilt zu interessiert. Nach einem kurzen Anruf reichte er ihr Besucherschild. 43 Stock.
Patricia holt sie am Aufzug ab. Die Fahrt im Aufzug fühlt sich endlos an. Aminas Gedanken rasten. Warum wollte Roger Federer sie treffen? War er verärgert, dass sie ihn nicht erkannt hat? Patricia, eine elegante Frau um die 50 mit freundlichen Augen, begrüßt sie. Hier entlang, Frau Diallo. Möchten Sie etwas Wasser, Kaffee? Nein, danke, antwortete Amina automatisch, dann fiel ihr ein, dass sie ihren Morgenkaffee verpasst hat. Doch Wasser wäre nett. Patricia führt sie in einen Wartebereich mit riesigen Fenstern über die Stadt. Von hier sah das Café Lindenhof winzig aus, genauso fühlt sie sich jetzt. Herr Federer kommt gleich, sagte Patricia und reichte ihr ein Glas Wasser. Machen Sie es sich bequem, bequem. Amina lachte fast. Wie sollte sie sich bequem fühlen, wenn ihr Leben gerade zerfallen war? Wenn sie nicht wusste, wie sie die nächste Miete zahlen sollte? Wenn Lailas Träume wieder warten mussten? Ihr Handy summte erneut eine Nachricht von Laila, hat das beste Tennistraining ever. Trainer sagt, ich bin gut bei Rückschlägen. Liebe dich, Mama, neue Tränen drohten, doch Amina trank einen Schluck Wasser, um sich zu beruhigen. Da öffnet sich die Tür hinter ihr. Frau Diallo, sagt eine vertraute tiefe Stimme. Danke, dass Sie so kurzfristig kommen konnten. Amina stand auf und dreht sich um, da war er, Roger Federer, ohne Kappe, noch imposanter im Tageslicht. Doch seine Augen waren dieselben, freundlich, wachsam, als könnten sie durch sie hindurchsehen. Ich hoffe, es stört Sie nicht, dass ich nicht gesagt habe, dass ich Sie erkannt habe, sagt Amina und fand ihre Stimme. Sie scheinen Privatsphäre zu wollen, Federer lächelte. Genau das wollte ich. Und genau das haben Sie mir gegeben, nur ein Gast, der eine Mahlzeit und Ruhe braucht, erdeutet ihr, sich wieder zu setzen. Aber deshalb habe ich Sie nicht hergebeten, nicht, er beugt sich leicht vor. Ich beobachte das Café Lindenhof seit einem Monat, speziell sie, Aminas Verwirrung musste sichtbar sein, denn er fuhr fort. Ich suche jemanden Besonderes für ein neues Jugendprogramm meiner Stiftung. Jemanden mit echtem Mitgefühl, der das Richtige tut, auch wenn es etwas kostet. Jemanden wie Sie. Ich, flüsterte Amina. Aber ich habe gerade meinen Job verloren. Ich habe die Regeln gebrochen, Sie haben eine fremde Freundlichkeit gezeigt, obwohl es Sie in Schwierigkeiten bringen könnte. Es war nicht das erste Mal, oder? Amina dachte an all die späten Gäste, die sie bedient hat, die extra Portionen für hungrige Kinder, die Male, als sie länger blieb, damit ältere Gäste in Ruhe essen konnten. Nein, sagt sie leise. War es nicht, deshalb biete ich Ihnen einen Job an, sagt Federer. Aber zuerst, warum haben Sie mir geholfen? Die Wahrheit, Amina sah ihm fest in die Augen. Weil sie müde und hungrig aussah. Jeder verdient Freundlichkeit, besonders wenn er erschöpft ist. Es war mir egal, wer sie unter der Kappe waren. Federers Lächeln wurde breiter. Genau das habe ich gehofft. Aminas Hände zitterten, als sie die Visitenkarte hielt, die er ihr gab. Leiterin Gemeindearbeit stand drauf in eleganter Goldschrift mit der Telefonnummer und dem Logo der Federer Stiftung. Ich verstehe nicht, sagt sie und sah auf. Ich habe keinen Uni-Abschluss. Ich habe noch nie eine Stiftung geleitet. Ich bin nur eine Kellnerin, Sie sind nicht nur irgendwas, entgegnete Federer bestimmt. Sie sind genau, was die Stiftung braucht, jemand, der Menschen sieht, nicht Positionen. Jemand, der weiss, was es heisst, zu kämpfen und trotzdem Freundlichkeit zu wählen. Er ging zum Fenster und zeigte auf die Stadt. Ich habe genug Leute mit tollen Abschlüssen.
Ich brauche jemanden mit Herz, der unsere Gemeinschaft kennt, weil er sie lebt. Ein Klopfen unterbrach sie. Patricia kam mit einem dicken Ordner herein. Das Arbeitsangebot, das sie wollte, Herr Federer, er nahm den Ordner und reichte ihn an Mina. Hier drin findet sie alles, Gehalt, Vorteile, Aufgaben. Nehmen Sie es mit, lesen Sie es durch, sprechen Sie mit Ihrer Tochter. Amina öffnete den Ordner, ihre Augen weiteten sich beim Gehalt. Mehr als doppelt so viel wie bei ihren beiden Jobs zusammen. Es kann nicht stimmen, flüstert sie. Doch, sagte Federer amüsiert. Mit Krankenversicherung, Pensionsplan und er macht eine bedeutungsvolle Pause kostenlosen Zugang zu all unseren Jugendtennisprogrammen. Lailas Gesicht blitzt in Aminas Kopf auf nicht nur Tenniscamp, sondern ganzjähriges Training, echte Coaches, echte Chancen. Warum mich, fragt sie erneut, kaum glaubend. Weil kein Zufall war. Ich habe verschiedene Orte in Zürich besucht, beobachtet, wie Menschen andere behandeln, wenn sie denken, niemand Wichtiges schaut zu. Sie waren die Einzige, die ihr Verhalten nicht geändert hat, egal wer ich war, er setzt sich wieder. Der Stiftungsvorstand wollte jemanden mit Master und 10 Jahren Erfahrung. Aber ich wollte jemanden, der unsere Mission lebt, ohne darüber nachzudenken. Amina dachte an all die Regelbrüche im Café, wie es sie ihren Job gekostet hat und wie es sie jetzt hierher gebracht hat. Ich weiss nicht, was ich sagen soll, gab sie zu. Sagen Sie, Sie denken darüber nach, sagte Federer und beendete das Treffen. Nehmen Sie das Wochenende, prüfen Sie den Ordner. Der Job beginnt Montag, wenn Sie wollen. Als Patricia sie zurück zum Aufzug führte, fühlt sich Amina wie im Traum. Der Ordner in ihren Händen wog schwer vor Möglichkeiten. Die Realität des Morgens holte sie ein, als sie ihr Auto erreichte, sie musste Laila abholen, ihr vom Jobverlust erzählen. Doch jetzt hat sie vielleicht auch etwas Wunderbares zu teilen. Sie wollte gerade losfahren, als ihr Handy klingelte. Lukas Nummer vom Café. Hallo, meldet sie sich vorsichtig. Amina, du musst sofort zurückkommen, sagte Lukas, seine Stimme seltsam. Ich arbeite da nicht mehr, weißt du? Du hast mich geführt, ja, nun, er räuspert sich. Es hat sich was geändert. Ein Typ im Anzug ist hier, sagt, er kommt von Federers Team. Sie reden davon, die ganze Kaffeekette zu kaufen, aber sie wollen erst mit ihr sprechen. Amina sah zum Gebäude hoch, meint sie, eine Gestalt im obersten Stock zu sehen. Ich bin gerade beschäftigt, sagt sie, überrascht von ihrer eigenen Ruhe. Vielleicht morgen, Amina. Die reden von Millionen. Aber sie fragen ständig nach dir. Was hast du gemacht? Sie dachte an den Ordner auf dem Beifahrersitz, an Lailas Träume, an all die Kinder mit eigenen Träumen. Ich habe nur jemandem geholfen, der hungrig war, sagt sie. Es war alles, hör mal, es tut mir leid wegen heute Morgen. Der Job ist noch da, wenn du willst. Wir vergessen das Ganze. Amina sah Kinder auf einem Platz gegenüber Tennis spielen, ihr Lachen drang durchs Fenster, es erinnert sie an Lailas Freude. Danke, Lukas, aber ich glaube nicht, dass ich zurückkomme. Ich denke, das Leben hat etwas anderes für mich vor. Sie legte auf, nahm den Ordner wieder und begann, ihn sorgfältig zu lesen. Der Job ging nicht nur um Programme, es ging darum, Chancen für Kinder wie Laila zu schaffen, die jemanden brauchten, der an sie glaubt. Ihr Handy summt mit einer Nachricht von Laila, kann's kaum erwarten, dir von den neuen Schlägen zu erzählen. Holst du mich ab? Amina lächelte und tippte zurück.
klar, Liebling, und warte, bis du hörst, was heute passiert ist. Sie startete den Wagen, ihr Kopf voller Ideen für die Stiftung, vielleicht ein Programm für Alleinerziehende, vielleicht Stipendien für Ausrüstung. Die Möglichkeiten schienen endlos, alles, weil sie Freundlichkeit über Regeln gestellt hat. Alles, weil sie einen hungrigen Menschen gesehen hat, nicht nur einen späten Gast. Als sie zu Lailas Schule fuhr, ließ sie sich endlich glauben, dass Träume wahr werden können, nicht nur für ihre Tochter, sondern auch für sie. Die Nachmittagssonne tauchte Zürichs Straße in goldenes Licht, als Amina vor Lailas Schule hielt. Kinder strömten aus dem Gebäude, viele mit Tennisschlägern und Sporttaschen. Sie entdeckte Laila sofort, das grösste Mädchen ihrer Gruppe, einen Tennisball mit natürlicher Eleganz schlagend, die Amina immer mit Stolz erfüllt. Mama, rief Laila und rannte zum Auto. Doch sie blieb abrupt stehen, als sie Aminas Kellnerinnenuniform sah. »Warum bist du nicht bei der Arbeit?« Amina atmete tief ein. »Liebling, wir müssen reden. Aber erst will ich alles über deinen Tag hören.« Während sie fuhren, erzählte Laila begeistert von ihrem neuen Rückschlag und wie Trainer Müller sagte, sie haben echtes Talent. Amina hörte zu, ihr Kopf wirbelte vor Möglichkeiten, die der neue Job bringen könnte, kostenlose Jugendprogramme, echte Trainer, echte Chancen. Sie hielten an ihrem Lieblingspark, dem mit dem Tennisplatz, wo Laila erstmals geschlagen hat. Amina führt sie zu ihrer üblichen Bank unter der grossen Eiche. »Heute ist etwas passiert«, begann sie und zog den Ordner aus ihrer Tasche. Eigentlich fing es im Café an, sie erzählte Laila alles vom Bediener Roger Federers, der Kündigung, dem überraschenden Jobangebot. Lailas Augen wurden mit jedem Wort grösser. »Du meinst, der Roger Federer?«, rief sie und hüpfte auf der Bank. »Der beste Tennisspieler aller Zeiten, und er will, dass du für ihn arbeitest, genau, Liebling. Aber es ist eine grosse Veränderung. Ich würde Programme leiten, um Kindern wieder beim Tennisspielen zu helfen, wie Tenniscamp«, unterbrach Laila, ihre Augen leuchtend. »Besser als Tenniscamp«, sagte Amina und öffnete den Ordner, zeigte Laila die Programmunterlagen. Das sind jugendliche Trainingsprogramme, Camps das ganze Jahr über. Wenn ich den Job nehme, könntest du dabei sein. Laila griff nach den Papieren, ihre Finger fuhren über die bunten Fotos von Kindern beim Tennis. »Das ist wie ein Traum, Mama, ich weiss, Liebling. Aber da ist noch etwas, das du wissen musst.« Amina berührte Lailas Hand. »Ich habe heute Morgen meinen Job im Café verloren.« Lailas Gesicht fiel. »Weil du Herrn Federer geholfen hast, weil ich die Regeln gebrochen habe, um jemandem zu helfen, der es brauchte. Obwohl es Federer war, wusste ich das damals nicht, ich hätte es für jeden getan, wie als du Tim aus dem Heim extra Essen gegeben hast?«, fragte Laila überrascht. Amina blinzelt. »Du wusstest davon?«, Laila nickt. »Ich sehe, wie du immer nette Dinge für Leute tust, Mama. Deshalb hat Herr Federer dich ausgesucht, oder vielleicht«, sagt Amina und zog ihre Tochter nach. »Aber der Job ist grösser als alles, was ich je gemacht habe. Ich wäre verantwortlich, vielen Kindern zu helfen, nicht nur Essen zu servieren.« »Was, wenn ich nicht gut genug bin?« Laila setzt sich gerade hin, imitierte Aminas Stimme. »Du weißt nie, was du kannst, bis du es versuchst.« Amina lacht, wischt die Tränen weg, die sie nicht bemerkt hat. »Wann bist du so weise geworden, von der Besten gelernt?«, sagte Laila und umarmt sie fest. »Du wirst super sein, Mama«, wie bei allem, zusammen sahen sie den Sonnenuntergang, den Himmel rosa und orange färben. Auf dem Platz spielten Teenager ein Match, ihr Lachen wehte herüber.
Es könnten deine Programme sein, sagte Laila leise. Du könntest Kindern helfen, die kein Tenniscamp zahlen können wie Tims Schwester. Sie ist echt gut, aber ihre Mama sagt, sie können es nicht bezahlen. Amina sah ihre Tochter stolz an. Selbst mit 8 verstand Laila, was diese Chance wirklich bedeutete, nicht nur für sie, sondern für andere. Ihr Handy summt mit einer Nachricht von Patricia. Herr Federer möchte wissen, ob sie sich entschieden hat. Der Vorstand trifft sich morgen früh, bei Lailas hoffnungsvollem Gesicht, den Kindern auf dem Platz, der Gemeinschaft, die sie so lang bedient hat, wusste Amina plötzlich, was sie wollte. »Willst du mir helfen, etwas zu schreiben, Liebling?« fragt sie und zog ihr Handy heraus. Gemeinsam tippten sie, »Ich fühle mich geehrt, die Stelle anzunehmen. Danke, dass Sie etwas in mir gesehen haben, das ich selbst nicht sah.« Die Antwort kam sofort. »Willkommen im Team. Sagen Sie morgen um 9 Uhr hier und bringen Sie Ihre Tochter mit. Es gibt jemanden, den sie treffen soll. Wer könnte das sein?« fragte Laila aufgeregt. »Ich weiss nicht, Liebling«, lächelte Amina, dachte an Federers Worte über den Vorstand. Aber ich glaube, das ist erst der Anfang von etwas Grossem. Als sie zum Auto zurückgingen, raschelt eine Abendbrise durch die Bäume, dieselbe Brise, die durchs Café geweht hat, als ein grosser Fremder mit Kappe ihr Leben verändert. »Mama«, sagte Laila, als sie vom Park wegfuhren, »ich bin stolz auf dich.« Amina hielt das Lenkrad fester, ihr Herz so voll, dass es fast platzte. »Ich bin stolz auf uns, Liebling. Wir machen es zusammen«, was sie nicht wussten. In seinem Büro arbeitete Roger Federer weiter. Auf seinem Tisch lag ein Stapel Akteninfos über andere Alleinerziehende in Zürich, andere Kinder mit Chancenbedarf, andere Leben, die verändert werden konnten. Obenauf war ein Foto von Amina, wie sie letztes Weihnachten im Obdachlosenheim Essen serviert, lächelt trotz sichtbarer Erschöpfung. Daneben ein Brief von Tims Mutter, wie Amina ihrer Familie in harten Zeiten half. Federer lächelte und notierte, manchmal werden die grössten Träume wahr, wenn man anderen hilft, ihre zu erreichen. Am nächsten Morgen stand Amina panisch vor ihrem Kleiderschrank. Alles schien falsch für eine Stiftungsleiterin, zu lässig, zu abgenutzt, zu kellnerisch. Nach 5 Outfits entschied sie sich für ihr Kirchkleid, ein schlichtes Dunkelblau, das ihre Mutter ihr letztes Weihnachten geschenkt hat. »Mama, wir kommen zu spät«, rief Laila aus dem Wohnzimmer. Sie war seit einer Stunde fertig, trug ihr bestes Tennisshirt und neue Sneakers, die sie mit Extraaufgaben gespart hat. »Komme, Liebling«, Amina warf einen letzten Blick in den Spiegel. Die Frau, die zurücksah, wirkte ängstlich, aber entschlossen. »Du schaffst das«, flüstert sie sich zu. Sie kamen 20 Minuten zu früh im Federer-Gebäude an. Diesmal hielt Amina den Kopf höher im Marmorempfang. Der Sicherheitsmann von gestern lächelte erkennend und gab ihnen Besucherschilder. »Guten Morgen, Frau Diallo«, begrüßte Patricia sie im 43. Stock. »Und du musst Laila sein, wir haben viel von dir gehört«, Laila strahlte. »Stimmt's, dass ich heute jemanden Besonderen treffe, sehr besonders«, zwinkerte Patricia. »Aber erst hat deine Mama ein wichtiges Treffen mit dem Vorstand. Möchtest du im Spielraum warten? Wir haben einen Tennissimulator«, Lailas Augen leuchteten, doch sie sah Amina an. »Ist das okay, Mama?« »Natürlich, Liebling«, sagte Amina und drückte ihre Hand. »Viel Spaß, ich hole dich, sobald ich fertig bin.« Patricia führte Amina in einen grossen Konferenzraum, wo Leute in teuren Anzügen an einem langen Tisch saßen. Roger Federer saß am Kopfende und stand auf, als sie eintrat.
Alle, das ist Amina Diallo, unsere neue Leiterin für Gemeindearbeit, er deutet auf den leeren Platz neben sich. Amina, treffen Sie den Vorstand, als sie sich setzte, fiel ihr etwas auf. Unter den Anzügen waren vertraute Gesichter Tims Mutter vom Heim, Frau Mehr vom Café, sogar Trainer Müller von Lailas Schule. Wir haben sie seit Monaten beobachtet, erklärte Federer bei ihrer Verwirrung. Nicht nur ich, sondern unser ganzes Team. Wir haben ihre Gäste, Nachbarn, die Familie, die sie geholfen haben, gefragt, was sie von ihnen halten. Frau Mir sprach ihre Stimme fest. Ich habe erzählt, wie sie dienstags länger blieben, um meine Geschichten über meine Verstorbenen zu hören, obwohl ihre Schicht vorbei war. Tims Mutter fügte hinzu. Und wie sie nach Feierabend Jobbewerbungen für uns ausgefüllt haben, Trainer Müller nickt. Ich habe erwähnt, wie sie nach jedem Schulspiel aufräumen, auch wenn Laila nicht spielt. Tränen steigen Amina in die Augen. Ich wusste nicht, dass jemand zusieht, genau deshalb sind sie perfekt, sagt Federer. Sie tun gut, wenn sie denken, niemand bemerkt es. Das ist echter Charakter, er schob ein Dokument über den Tisch. Das ist Ihr offizieller Vertrag, das besprochene Gehalt plus Extras, ein volles Stipendium für Laila, wenn sie soweit ist, Krankenversicherung ab heute, ein Startbonus für den Anfang. Amina starrt auf die Zahl, genug für eine bessere Wohnung, ein zuverlässiges Auto, ein Sparkonto für Lailas Zukunft. Ich weiss nicht, was ich sagen soll, flüstert sie. Sagen Sie ja, sagt die Frau Meier und tätschelt ihre Hand. Dann treffen Sie Ihre neue Assistentin, Mini was, Federer grinste. Erinnert Sie sich, ich sagte, Laila trifft jemanden Besonderen. Während sie hier waren, hat sie Einzeltraining mit Martina Hingis bekommen. Aminas Kinn fiel herunter, die Tennislegende Martina Hingis. Wer könnte unsere erste Jugendprogrammstipendiatin besser betreuen? Federer reichte ihr einen Stift. Ihre Tochter hat Talent, jetzt bekommt sie das passende Training. Als Amina den Vertrag unterschrieb, zitterten ihre Hände leicht. Sie dachte an all die späten Nächte im Café, die extra Portionen für hungrige Kinder, die kleinen Freundlichkeiten, die damals so unbedeutend schienen. »Wann fange ich an?« fragt sie. Federer streckte die Hand aus. Sie haben schon begonnen. Ihr erster Auftrag ist unten und trainiert mit einer der grössten Spielerinnen den Tennis geschickt. Als sie zum Aufzug gingen, fügt er leise hinzu. Wissen Sie, als ich aufwuchs, hat jemand meiner Familie eine Chance gegeben, als wir sie brauchten. Manchmal reicht eine Person, die an ihnen glaubt. Sie waren das für so viele, jetzt sind sie dran, dass jemand an sie glaubt. Die Aufzugtüre öffnet sich zum Klang eines Tennisballs und Lailas freudigem Schreien. Sie war auf dem Platz, übt mit Martina Hingis, ihr Gesicht glüht vor Glück. Amina sah zu, wie ihre Tochter einen perfekten Aufschlag landete und dachte an all die anderen Kinder da draussen, all die Träume, die wahr werden könnten. Sie konnte es kaum erwarten, anzufangen. Was sie nicht wusste, eine weitere Prüfung wartete noch ein, zeigen würde, ob sie diese Chance wirklich verdiente. Doch für jetzt genoss sie den Moment, sah zu, wie Lailas Träume auf einem Profiplatz vor dem Annahme, umgeben von Menschen, die ihr Herz gesehen hatten, als sie dachte, niemand schaut. 3 Monate vergingen wie ein schnelles Match. Amina fand sich in ihrer neuen Rolle bei der Federer Stiftung mit derselben Hingabe wie im Café. Statt Mahlzeiten serviert sie Träume, half Kindern Tennisplätze statt Strassenecken zu finden. Jeden Morgen betrat sie ihr eigenes Büro mit Blick über die Stadt und kniff sich, ob es real war. Die Wände füllten sich mit Dankesbriefen von Familien und Fotos von Kindern in neuen Uniformen.
Leila Blüte auf zweimal wöchentliches Training mit Martina Hingis hat ihr Spiel verändert. Sie war 5 cm gewachsen und hat einen Aufschlag, den Trainer Müller staunen ließ. Noch wichtiger, sie begann, jüngere Kinder in der Stiftung zu betreuen, zeigt ihnen dieselben Schläge, die sie lernte. Genau wie meine Mama mir beibringt, sagte Leila, als Amina fragte, warum sie extra Zeit mit den Kleinen verbrachte. Jeder verdient eine Chance. Heute saß Amina an ihrem Schreibtisch und prüft die Bewerbungen für ein neues Stipendium. 20 Kinder sollten Training, Ausrüstung und Nachhilfe bekommen. Doch es gab über 200 Bewerbungen. Wie soll ich wählen, murmelt sie und breitet die Papiere aus. Jede Geschichte rührt sie, Alleinerziehende mit mehreren Jobs, Familien, die nach Bränden alles verloren, Kinder mit kleinen Schlägern, die nicht passten. Sie war so vertieft, dass sie die E-Mail fast übersah, dringende Finanzprüfung. Ihre Hände zitterten, als sie öffnete, Zahlen stimmten nicht, grosse Summen verschwanden und tauchten woanders auf. Etwas, das die Programme schliessen könnte, wenn es herauskam. Es kann nicht sein, flüstert sie und rieft die Tabelle auf. Doch da war es, schwarz auf weiß, Hunderttausende Franken, die ohne Erklärung zwischen Konten wanderten. Ihr neues Büro fühlt sich plötzlich klein an. Sie dachte an die Kinder, die auf diese Programme zählten, an Leilas Gesicht bei ihrem ersten perfekten Aufschlag, an Tims Schwester, die erst letzte Woche begann. Das Richtige war klar, die Unstimmigkeiten sofort melden. Aber was, wenn sie alles verlor? Was, wenn die Kinder ihre Chancen verloren? Was, wenn Leila? Nein, so dürfte sie nicht denken. Tief durchatmend wählt sie Federers private Nummer. Herr Federer, wir müssen reden. Es geht um die Stiftungsfinanzen, kommen Sie in mein Büro, sagte er, seine Stimme neutral. Der Weg fühlt sich länger an als sonst. Durch die Fenster sah sie Kinder unten trainieren, ihr Lachen drang herauf und ließ ihr Herz schmerzen. Wie viele Träume würden zerbrechen, wenn die Stiftung schloss? Federer saß an seinem Tisch, eine Lesebrille auf der Nase und prüfte dieselben Dokumente. »Sir, ich habe Unregelmäßigkeiten gefunden«, begann sie, ihre Stimme fest trotz ihres rasenden Herzens. Grosse Summen bewegen sich ohne Dokumentation. Ich musste es Ihnen sofort sagen, er sah auf, sein Gesicht undurchdringlich. Auch wenn's alles gefährden könnte, die Programme, die Stipendien, Leilas Training, gerade deshalb, sagt Amina und richtet sich auf. Die Kinder verdienen etwas Besseres als ein Programm auf Unehrlichkeit. Meine Tochter verdient Erfolg, der auf Wahrheit basiert. Federers ernster Blick hielt einen Moment, dann brach er in ein breites Lächeln aus. Genau, was ich hören wollte, ich verstehe nicht, sagt Amina verwirrt. Es gibt keine fehlenden Gelder, erklärte er. Die Zahlen wurden temporär geändert als Test. Ihr letzter Test. Wir mussten wissen, dass sie das Richtige tun, auch wenn es alles kosten könnte. Erleichterung durchflutet sie so stark, dass sie sich setzen musste. Ein Test, die Integrität der Stiftung ist so wichtig wie ihr Einfluss, sagt Federer. Wir mussten sicher sein, dass sie die Integrität wahren, egal was kommt. Er zog einen neuen Vertrag hervor. Wie wäre es, unsere neue Geschäftsführerin zu werden? Amina starrte ihn an. Aber der aktuelle Geschäftsführer geht in Rente. Wir haben sie die ganze Zeit dafür vorbereitet. Sie haben sich in jeder Hinsicht bewährt, Mitgefühl, Arbeitsethik, jetzt Integrität. Durchs Fenster sah sie Leila, die einem Mädchen zeigt, wie man schlägt, wie Mutter, wie Tochter, beide halfen anderen, Träume zu jagen.
Ich wäre Gerd, sagt sie und griff zum Vertrag. Aber können wir etwas hinzufügen, was ich will, dass jedes Kind eine Chance bekommt, nicht nur die besten 20. Auch wenn's kleinere Stipendien bedeutet, ich will allen helfen, Federers Lächeln wuchs. Deshalb sind sie perfekt für den Job. An dem Abend saß Amina an ihrem Lieblingsplatz im Park und sah Laila mit Kindern aus der Stiftung üben. Ihr neuer Vertrag lag unterschrieben in ihrer Tasche Geschäftsführerin. Manchmal konnte sie kaum glauben, wie sehr sich ihr Leben seit jener Nachtschicht im Café Lindenhof verändert hat. Ihr Handy summt mit einer Nachricht von Sarah, ihrer alten Kollegin: «Mädchen, du glaubst nicht, was passiert ist. Das Café wurde von einer grossen Firma gekauft, sie machen Jugendzentren mit Tennisplätzen draus. Es heisst, du hast damit zu tun.» Amina lächelte, erinnert sich an Federers Worte über zweite Chancen. Er veränderte nicht nur ihr Leben, sondern die ganze Gemeinschaft in Café nach dem anderen. Mama rief Laila und rannte mit ihren neuen Freunden herüber. «Können wir es holen?» Wir üben danach weiter, versprochen. Bei ihren hoffnungsvollen Gesichtern, verschwitzt von der Sommerhitze, konnte Amina nicht mehr sagen. Auf dem Weg zur Eisdiele hört sie den Kindern zu, wie sie von ihren Träumen sprachen. Klein Markus wollte Trainer werden, Sarah träumte vom Tennisstudium, Tims Schwester Jenny plante schon ihre Profikarriere. «Lasst Platz fürs Abendessen», mahnte Amina, als sie ihres verschlangen. «Eure Familie geben mir die Schuld, wenn ihr keinen Hunger mehr habt.» «Frau Amina», fragte Jenny plötzlich, «warum helfen Sie jetzt so viele Kinder? Vermissen Sie nicht das Kellnern?» Amina dachte nach. «Ich vermisse die kleinen Momente, in denen ich Leuten geholfen habe. Aber jetzt kann ich grösser helfen, wie das Café in einen Tennisort zu verwandeln.» Markus, mit es am Kinn, grinste. «Woher wussten Sie das?» «Meine Mama arbeitet da, sie sagt, Sie sind wie ein Schutzengel.» Später in ihrer Wohnung, als die Kinder weg waren und Laila Hausaufgaben macht, prüft Amina die neuesten Finanzberichte der Stiftung. Alles sah perfekt aus, perfekt. Sie bemerkte etwas Seltsames bei den Daten. Einige Spenden waren für zukünftige Monate eingetragen. Tiefer grabend fand sie mehr Unstimmigkeiten, die Zahlen stimmten, aber die Seiten waren falsch. Es wirkte, als würde jemand mit Geld rechnen, das noch nicht da war. Ihr Magen zog sich zusammen. War das ein weiterer Test? Oder stimmte diesmal etwas wirklich nicht? Sie griff zum Handy, um Federer anzurufen, hielt dann inne. Nein, als Geschäftsführerin musste sie das selbst klären, bevor sie Alarm schlug. 2 Stunden lang wühlt sie durch Bericht, Tabellen, Transaktionen. Schliesslich fand sie es, jemand hat zugesagte Spenden verbucht, als wären sie schon eingegangen, zu ließ der Kontostand grösser wirken, als er war. Mama, stand Laila in Pyjamas im Türrahmen, es ist nach Bettzeit. Du hast gesagt, wir brauchen Schlaf, um unser Bestes zu geben. Du hast recht, Liebling. Ich muss nur etwas Wichtiges fertigstellen. Laila kam herüber und sah auf den Bildschirm. Stimmt was nicht? Du hast die Sorgengesicht, Amina zog sie nach. Erinnerst du dich, wie du gesagt hast, ich bringe dir bei, anderen zu helfen? Manchmal heisst helfen, schwere Dinge zu tun wie damals, als ich die Geldprobleme gemeldet habe, obwohl ich Angst hatte, genau, sagte Laila und umarmt sie fest. Und jetzt denkst du, es gibt wieder Probleme? Echte diesmal, ja. Aber du hast recht, ich werde sie lösen. Das mache ich, Liebling, Dinge reparieren, Laila nickt. Dann schaffst du das, Mama.
Am nächsten Morgen marschierte Amina früh ins Stiftungsbüro mit einem vollständigen Bericht ihrer Funde. Die Rezeptionistin sah überrascht aus. »Herr Federer ist noch nicht da, schon gut, ich muss mit dem ganzen Vorstand sprechen.« Eine Stunde später stand sie vor dem Stiftungsvorstand, einschließlich Federer. Ihre Hände zitterten leicht, als sie ihren Bericht verteilte, doch ihre Stimme war stark. »Ich habe ernste Probleme in unserer Finanzberichterstattung gefunden«, begann sie. »Wir zählen Geld, das wir noch nicht haben. Es lässt unseren Kontostand besser aussehen, als er ist. Wenn wir das nicht jetzt beheben, könnten wir alles verlieren, was wir aufgebaut haben.« Der Raum war still. Federer lehnt sich zurück, sein Gesicht ausdruckslos. »Ich weiss, das will niemand hören«, fuhr Amina fort. »Aber die Kinder verdienen eine Stiftung, die auf Wahrheit basiert. Echte Träume brauchen echtes Geld, nicht nur Versprechen«, sie atmete tief ein. »Ich verliere lieber meinen Job, als die Kinder im Stich zu lassen, indem ich schweige.« Die Stille dehnt sich endlos. Dann begann Federer zu lachen. Amina starrte ihn verwirrt an. »Sie sind wirklich etwas Besonderes, Amina Diallo«, sagte er und stand auf. »Sie haben gerade den echten Test bestanden, den wir nicht geplant haben, ich verstehe nicht«, sagt sie, sah die lächelnden Gesichter im Raum. »Was meinen Sie mit echter Test?« Federer ging zum Fenster und winkt sie herüber. Und dann kamen Kinder fürs Morgentraining, einige in neuen Schuhen von der Stiftung, andere in Trikots mit Federer Stiftungsschrift. »Sehen Sie das Mädchen im blauen Shirt?«, zeigte Federer auf eine Spielerin bei Freischlägen. »Das ist Lukas, Tochter Lukas, mein alter Chef«, Federer nickt. Als wir die Kaffeekette kauften, fanden wir heraus, warum er so streng mit Regeln war. Er wollte genug sparen, um seine Tochter ins Tenniscamp zu schicken, hat Ecken geschnitten, Extraschichten gemacht, alles für ihre Chance. Amina sah das Mädchen einen perfekten Schlag landen. »Ich hatte keine Ahnung, niemand kennt jede Geschichte«, sagt Federer. »Darum brauchen wir Führer, die verschauen, das Ganze sehen«, er dreht sich zu ihr. Die Unstimmigkeiten, die sie fanden, sind echt, aber kein Betrug. Es ist Verzweiflung. Unser Buchhalter hat den Etat gedehnt, um mehr Kindern zu helfen, so wie sie früher im Café Essen gestreckt haben. Tränen stiegen Amina in die Augen, als sie verstand. Also, als sich's gemeldet haben sie bewiesen, dass sie fürs Richtige einstehen, auch wenn die Absicht gut ist, lächelt Federer. Das kann man nicht lehren, das sind sie, die Tür öffnet sich und Patricia kam mit Laila und Martina Hingis herein. »Sorry fürs Unterbrechen, aber jemand hat Neuigkeiten«, Laila platzte vor Aufregung. »Mama, ich bin im Junior-Nationalteam.« Martina sagt, ich könnte die jüngste Spielerin je sein. Amina umarmt sie fest, ihr Herz überquellend. »Ich bin so stolz auf dich, Liebling, und es ist nicht alles«, fügte Martina hinzu. »Sag ihr den Rest, ich hab gesagt, ich spiele nur, wenn andere Kinder auch eine Chance bekommen«, sagte Laila. »Wie Jenny, Markus und die anderen, sie brauchen's auch, so wie du immer sagst.« Federer räuspert sich. Was uns zum eigentlichen Grund des Treffens bringt. Amina, wir wollen die Stiftung landesweit ausbauen, die Jugendzentren in jeder Stadt, beginnend mit den umgebauten Cafés. Und wir wollen, dass sie alles leiten. Amina setzt sich schwer hin. Landesweit, sie haben sich in jeder Hinsicht bewährt, fuhr Federer fort. Nicht nur bei geplanten Tests, sondern bei echten Herausforderungen. Sie haben gezeigt, dass Erfolg nichts bedeutet, wenn wir anderen nicht zum Erfolg verhelfen. Er schob einen neuen Vertrag herüber. Was sagen Sie?
bereit, Kinder im ganzen Land zu helfen, ihre Träume zu jagen. Amina sah Laila an, die begeistert nickt. Sie dachte an die Eltern mit Doppelschichten, die Kinder auf kaputten Plätzen mit abgenutzten Bällen, die Träume, die abheben wollten. Unter einer Bedingung, sagt sie und nahm den Vertrag. Und der Lukas kriegt seinen Job zurück als Leiter unseres ersten Jugendzentrums. Und seine Tochter bekommt ein volles Stipendium, Federer grinste. Schon erledigt. Sie sind nicht die Einzige, die an zweite Chance glaubt. 6 Monate später stand Amina auf der Bühne bei der Eröffnung des ersten umgebauten Jugendzentrums Lindenhof. Das alte Kaffeeschild hing noch drinnen, eine Erinnerung an den Anfang. Doch der Parkplatz war jetzt ein Tennisplatz, der Gastraum voller Trainingsgeräte. Lukas und seine Tochter standen im Publikum, beide in Stiftungstrikots, neben Tim und Jenny, die gerade ihr Schulteam geschafft hat. Markus war da schon als Juniortrainer aktiv. Laila stand stolz neben ihrer Mutter am Podium in ihrer Junior-Nationalteam-Uniform. Sie waren weit gekommen von ihren nächtlichen Gesprächen über Tenniscamp. Träume gibt's in allen Grössen, sagte Amina zur Menge. Manchmal sehen sie aus wie ein perfekter Matchball, manchmal wie das Bedienen eines späten Gastes. Aber die grössten Träume sind die mir anderen helfen zu erreichen. Sie traf Federers Blick im Publikum, er trug eine Baseballkappe wie in jener Nacht, und sein Lächeln sagt alles. Manchmal konnten die kleinsten Freundlichkeiten alles ändern, nicht nur für eine Person, sondern für eine Gemeinschaft, nicht nur für eine Nacht, sondern für Generationen, nicht nur für einen Traum, sondern für alle noch ungeträumten Träume. Alles, weil eine Kellnerin Freundlichkeit über Regeln stellte und ein Tennisstar die Champione hinter dem Namensschild sah. Die Wahrheit war, es gab nie wirklich einen Test, nur das Leben, das täglich die Wahl zwischen einfach und richtig stellt. Amina hat jedes Mal mit offenem Herzen und helfender Hand gewählt. Es war der wahre Sieg, der wahre Traum, das wahre Spiel. Und das war erst der Anfang. Danke, dass ihr bei der unglaublichen Geschichte über Freundlichkeit, zweite Chance und Tennisträume dabei wart, schloss Amina. Wo schaut ihr gerade zu? Schreibt eure Stadt und euer Land in die Kommentare, ich bin gespannt. Und wenn euch die Geschichte berührt hat, teilt sie mit jemandem, der eine Erinnerung braucht, dass Freundlichkeit immer gewinnt. Denn manchmal werden die grössten Träume wahr, wenn wir anderen helfen, ihre zu erreichen. Die Eröffnung des Jugendzentrums Lindenhof war erst der Anfang. In den folgenden Monaten wuchs die Federer Stiftung rasant, jedes umgebaute Café wurde Leuchtfeuer für Kinder, die sonst keine Chance gehabt hätten. Amina reiste durch die Schweiz, von Bern nach Genf, von Luzern nach St. Gallen und überwachte die Umwandlung alter Dinners in moderne Trainingsstätten. Überall traf sie Familien, deren Dankbarkeit sie überwältigte. Eltern, die weinten, als ihre Kinder neue Schläger bekamen, Kinder, die sie umarmten, weil sie endlich auf echten Plätzen spielen dürften. Doch der Moment, der ihr Herz am meisten berührte, kam in Basel, als sie Lukas wieder traf. Er leitete das Zentrum dort, seine Tochter an seiner Seite, nun eine aufstrebende Spielerin im Junior-Team. Amina sagte er leise, als sie die neuen Plätze besichtigte, ich war so ein Idiot damals. Du hast mir eine zweite Chance gegeben, die ich nicht verdient habe, sie lächelte. Jeder verdient einen Lukas. Ich kann nur weitergeben, was mir gegeben wurde. Zurück in Zürich saß Amina eines Abends an ihrem Schreibtisch, nun in einer grösseren Wohnung mit Blick auf den Zürichsee, ein Luxus, den sie sich nie hätte träumen lassen.
Leila schlief schon, ihre Nationalteammedaille auf dem Nachttisch glänzend. Amina prüfte die neuesten Zahlen. 50 Zentren landesweit, 2000 Kinder in Programmen, hunderte Stipendien. Doch ein Brief auf ihrem Tisch zog ihre Aufmerksamkeit auf sich von Roger Federer persönlich. Amina stand darin: Ich habe immer gesagt, Tennis ist mehr als ein Spiel, es ist eine Lektion über Leben, Ausdauer, Gemeinschaft. Sie haben es bewiesen. Ich trete bald zurück und die Stiftung braucht jemanden, der sie ins nächste Kapitel führt. Ich möchte, dass Sie das sind. Als Vorsitzende. Ihr Atem stockte. Vorsitzende? Sie, die einst nur eine Kellnerin war. Doch bevor sie antworten konnte, klopfte es an der Tür. Es war Sarah, ihre alte Kollegin, mit einem breiten Grinsen. Überraschung. Wir haben uns alle zusammengetan, die alten Kaffeeleute, und etwas für dich. Sie hielt eine kleine Holzplakette hoch, graviert mit «Für Amina Diallo, die Frau, die uns gezeigt hat, dass Freundlichkeit zählt». Tränen stiegen ihr in die Augen. Ihr habt keine Ahnung, wie viel mir's bedeutet, doch haben wir, sagt Sarah. Du hast uns immer inspiriert, damals mit den extra Portionen, jetzt mit all dem hier. Sie deutet auf ein Foto an der Wand. Leila und Amina bei der Zentrumeröffnung, umgeben von lachenden Kindern. Das ist die Vermächtnis, Amina umarmt sie fest. Der kleine Moment in Geschenk von Freunden war ein weiterer Beweis, dass die Reise von jener Nacht im Café weiterlebt. Am nächsten Tag saß Amina wieder in Federers Büro, diesmal als Gast, nicht als Angestellt. Er trug keine Kappe mehr, doch seine Augen haben dieselbe Wärme wie damals. »Haben Sie meinen Brief gelesen?« fragte er. »Ja«, sagt sie leise. »Aber ich verstehe nicht, warum ich...« Es gibt so viele mit mehr Erfahrung. Federer lehnt sich zurück. Erfahrung kann man lernen. Herz nicht. Sie haben etwas, das selten ist, Amina, die Fähigkeit, Menschen zu sehen, wirklich zu sehen. Nicht ihre Titel, nicht ihre Fehler, sondern ihr Potenzial. Ich habe es damals im Café gespürt und ich sehe es jetzt in jedem Zentrum, das sie aufgebaut haben. Er schob einen Ordner herüber. Das ist mein Rücktrittsplan und Ihr neuer Vertrag. Die Stiftung wird in guten Händen sein. Amina öffnete den Ordner, ihre Hände zitterten wie damals, als sie den ersten Job angeboten bekam. Doch diesmal fühlte sie sich anders an, grösser, aber auch natürlicher. Was, wenn ich Fehler mache, fragt sie. Es werden sie, sagte Federer mit einem Lächeln. Aber sie werden sie mit dem Herzen korrigieren, so wie immer. Und das ist, was die Kinder brauchen, jemanden, der nicht aufgibt. Er stand auf und ging zum Fenster, zeigte auf die Stadt. Wissen Sie, ich habe Tennis geliebt, weil es mich gelehrt hat, dass ein Punkt das Spiel ändern kann. Sie sind der Punkt für tausende Kinder und für mich. Amina schluckt schwer. Ich werde mein Bestes geben für Sie, für Leila. Ein Jahr später stand Amina auf der Bühne der ersten nationalen Jugendtennisgala in Zürich, die von der Stiftung organisiert wurde. Hunderte Kinder in Federer-Trikots füllten die Halle, ihre Familie jubelte von den Rängen. Leila, nun Kapitänin ihres Teams, stand neben ihr und hielt ein Trophäe hoch, beste Nachwuchsspielerin. Doch der Höhepunkt kam, als Federer selbst die Bühne betrat, zum letzten Mal als Vorsitzender. Vor 2 Jahren habe ich eine Kellnerin getroffen, die mir mehr als nur Essen gegeben hat, begann er, seine Stimme hallte durch den Raum. Sie hat mir Freundlichkeit gezeigt, als ich sie am meisten brauchte, und sie hat nie aufgehört, das zu tun. Amina Diallo ist der Grund, warum wir heute hier sind. Ich übergebe ihr die Stiftung mit Stolz.
Die Menge brach in Applaus aus, doch Amina hörte kaum etwas, sie sah nur Federer, der ihr die Hand schüttelte, und Laila, die sie anstrahlte. »Danke«, flüstert sie ihm zu. »Nein, danke Ihnen«, sagte er leise. Sie haben bewiesen, dass ein Akt der Freundlichkeit eine Lawine auslösen kann. Als er zurücktrat, nahm Amina das Mikrofon. »Die Kinder sind unser Herz«, sagt sie zur Menge. Jeder von ihnen hat einen Traum, manche wollen Wimbledon gewinnen, andere einfach nur spielen. Aber wir sind hier, um sicherzustellen, dass jeder Traum zählt. Und es beginnt mit uns, mit dir, mit mir, mit jedem, der eine Hand reicht. Hinter ihr leuchtet ein Bildschirm auf Bilder von Zentren schweizweit, lachende Kinder, stolze Eltern. Dann ein Überraschungsvideo. Laila, Lukas, Tochter, Jenny und Markus, alle ihre Trikots. »Danke, Frau Amina«, sagt sie im Chor. »Sie haben uns geholfen, unsere Träume zu finden«, die Menge sprang auf, und Amina wischt sich Tränen weg. Es war der wahre Lohn, nicht der Titel, nicht der Applaus, sondern die Gesichter der Kinder, die nun fliegen konnten, weil sie eines Nachts einem Fremden geholfen hat. Später, als die Gala endete, stand Amina mit Laila am Rand des Platzes, wo Kinder noch spielten. Federer gesellt sich zu ihnen, nun ein Zuschauer, kein Leiter. »Was kommt als nächstes?«, fragte er. Amina lächelte. »Wir gehen international, Deutschland, Österreich, vielleicht weiter.« Träume kennen keine Grenzen, die Federer nickt. »Und Sie werden sie alle erreichen«, Laila zupft an ihrem Arm. »Mama, können wir auch ein Programm für Coaches machen?« »Markus wäre so gut darin, natürlich«, sagte Amina und drückt ihre Hand. »Das machen wir zusammen.« Als die Nacht hereinbrach, sah Amina die Lichter Zürichs funkelnden Anblick, der sie an jene Nacht im Café erinnerte, als alles begann. Ihr Handy summt mit einer Nachricht von Patricia. Die ersten deutschen Städte sind interessiert, sollen wir planen? Sie tippte zurück. Ja, lasst uns Träume über die Grenze tragen, Federer klopfte ihr auf die Schulter. Wissen Sie, was ich an Ihnen am meisten bewundere? Sie hören nie auf zu geben, das habe ich von Ihnen gelernt, sagt sie. Und von meiner Mama und jetzt von Laila. Die Geschichte hätte hier enden können, eine Kellnerin zur Heldin wurde, ein Tennisstar, der ihr den Weg ebnet. Doch es war mehr als das. Es war eine Kette der Freundlichkeit, die sich ausbreitete von Amina zu Laila, zu Lukas, zu Jenny, zu tausenden Kindern, die nun Schläger statt Sorgen trugen. Es war ein Beweis, dass ein Moment der Güte nicht nur ein Leben, sondern eine Welt verändern kann. Und irgendwo da draussen wartet ein anderes Kind, ein anderer Traum, darauf, dass jemand wie Amina sah. »Danke, dass ihr die Reise mit mir geteilt habt«, sagte Amina in die Kamera, als die Gala übertragen wurde. »Das ist nicht nur meine Geschichte, es ist unsere. Wo schaut ihr zu? Schreibt eure Stadt, euer Land, lasst uns verbinden. Und wenn euch das berührt hat, teilt's mit jemandem, der eine Erinnerung braucht, dass ein kleiner Akt Grosses bewirken kann. Abonniert, wenn ihr mehr von den Träumen sehen wollt, denn wir hören hier nicht auf. Wie Federer einst sagte, ein Punkt kann alles ändern und ihr seid der Punkt, jeder von euch. Die Kamera schwenkte zu Laila, den Ball in die Luft warf und perfekt schlug, ein Symbol für alles, was möglich war. Dann zurück zu Amina, die lächelte, als hätte sie es schon damals im Café gewusst, Freundlichkeit ist der Anfang von allem. Und zwar der wahre Grand Slam nicht nur für sie, nicht nur für Laila, sondern für eine Gemeinschaft, die nun gemeinsam träumt. Die Lichter verblassten, doch die Hoffnung blieb hell, stark und grenzenlos, genau wie die Frau, die alles mit einem Teller Rösti begah.